Style und Adi Totoro. Das habe ich auf YouTube noch nie erzählt. Drück Kaffee. Kannst du das Französisch-Lied? Un kilomètre à pied, ça use, un kilomètre à pied. Ça use les souliers, 2 Kilometer à pied, habt ihr nicht Schnurren. Ça use les souliers. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin wieder mal da mit dem Adrian. Hallo. Wie sehr kann ein Gesicht glänzen? Adi? Ja. Hallo, gut, okay. Wir machen heute ein Video zusammen, wer es denkt. Und zwar, was machen wir? Du hast keinen Plan wahrscheinlich. Wir machen ein Video zusammen. Nein, ich habe wirklich keinen Plan. Gut, also, ich habe gedacht, ich überrasche dich, du weißt ja schon ungefähr, was es ist. Ich habe da euch auf Insta gefragt, schreibt mir einen Satzanfang rein. Und die sind alle da rein und ich habe natürlich nicht so, fuck! Schweizer YouTuber eigentlich einfach so, ich habe keine Ahnung von einem Video. Entweder gibt es ein TikTok-Video oder es gibt... Ich habe euch auf Insta gefragt nach Challenges, ich habe euch auf Insta gefragt nach Fragen. Ja! Ich habe natürlich nicht so langweilige genommen wie mein Reiseziel ist, sondern ich habe so ganz spannende genommen, weißt, die richtig intim sind und cool. Und die gut für den Titel sind. Ja, genau. So muss es sein. Clickbait. Wir haben noch ein Video beim Adrian gemacht, ich habe auch gerne vorbeischauen. Was haben wir gemacht? Wir haben Challenges gemacht. Extreme Challenges. Und es ist sehr gut geworden. Super geworden. Es wird sehr gut werden. Es ist sehr gut werden worden. Genau. Ich würde sagen, wir labern gar nicht so viel, sondern fangen einfach mal mit dem Video an. Let's go! Also das ist schon Tradition. Das ist einfach Tradition! Du fängst schon an. am Anfang. Okay, von mir aus. Okay. Jump, jump, jump. Ça va! Wer hat's da? Jo, du bist... Ich muss... Aber du musst, muss ich ja. anfangen, Ja, du. So, meine Damen und Ich bin selber Herren. gespannt, ich habe es schon wieder vergessen. Oh mein Gott! Ah, so ein Ding ist das. Okay. Ich würde gerne an mir ändern, dass... Ich würde gerne mir ändern, nichts. Ich würde jetzt nicht sagen, das oder das würde ich gerne ändern. Ich bin zufrieden mit wie ich aussehe, wer ich bin. Da innen, Mann, das Herz ist sehr, sehr gut. Damn, das ist ja mega schwierig. Ich würde gerne an mir ändern, dass mein Kopf nicht immer so rot wird. Wenn dann 4 Leute, so. Ja, violett. Das Ding ist ja, mein Kopf wird immer rot, aber ich sehe es nicht, weil ich farbenblind bin. Es ist wirklich kein Witz. Andere Leute sagen so, ey, dein Kopf ist mega rot. Und ich so, was so rot? Das ist doch schön braun. So, Das Video war krass. Wie rot kann ein Kopf sein? Der Adi einfach nur ja. Und wie viel Mal wollte Milo den Witz in diesem Video machen? Milo, ja. Du musst die Frage einfach nicht beantworten. Nein. Es ist zum Kotzen. Bist froh, wenn ich frage, musst du sie dann auch nicht Kann man noch schlimmer? Ah ja, genau, was ich würde machen, ist eine Schwanzverkleinerung, oder? Ich find's toll an dir. Oh mein Gott. Ich finde es toll an dir, am Adi zum Beispiel. Ich finde, eben, sie sind ja am Adi, ich finde toll am Adi, dass er so sehr im YouTube-Grind ist und so sehr tut er dort sein. Und ich finde es toll, was er momentan gerade alles macht. Finde ich toll. Mashallah, mach weiter so, Bruder. Ich find's toll an dir, dass du so einen coolen Humor hast. Oha. Jo. Das ist ein richtig geschmeicheltes Video da, Alter. Zum Glück habe ich die Frage nicht bekommen. Ey, ich bin Real Talk der schlechteste Mensch im Kompliment machen. Wenn ich allein daheim bin, dann... Mache ich absolut gar nicht anders, als wenn andere Leute da sind. tue ich Opern singen. Also ich kann es zwar nicht gut, aber so kind of. Wenn ich ins Gefängnis käme, wäre das, will ich... Wenn ich ins Gefängnis würde kommen, wäre das, weil ich einfach zu ein grosser Penis habe. Oh damn, ich bin echt voll brav. Aber du musst jetzt wirklich etwas sagen, was real ist. Also wirklich Ja. etwas, was so möglicherweise passieren Boah, ich könnte. weiss es nicht, ich glaube, das wäre einfacher für dich, oder? Oha! Ich würde nicht klauen, ich würde niemanden umbringen. Du kannst auch schnell Wegen was? fahren mit dem Auto oder einfach jemanden überfahren. Ich fahre nicht mal Auto. Ich glaube, ich würde so mit meinem Velo irgendwie aus Versehen umfahren. Überfahren. So einen alten Opi. Ja, aber Ich weiß es nicht. wegen dem kommst du nicht ins Gefängnis. Entweder du zahlst eine Geldstrafe oder du gehst irgendwie so 3 Tage ins Gefängnis. Das heißt, Ich weiß nicht was. Wegen was würde ich ins Gefängnis kommen? Wegen... Nein, ich komme nicht... Nein. Unmöglich. Unmöglich komme ich nicht ins Gefängnis. ja. 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 Wenn ich ein Tag das andere Geschlecht wäre, würde ich... Ja, es gibt natürlich die Klassiker mit... den ganzen Tag an mir rumspielen. Ja, ich weiß doch nicht, was ich würde machen. Ja, den ganzen Tag an mir rumspielen, komm. Ausprobieren, wie sich der Orgasmus beim anderen Geschlecht anfühlt. Das nimmt mich so wunder. Nein, das würde ich sehr interessant finden, weil Ja. dann weißt du natürlich noch, was Mann was besser kannst machen. Ah ja, stimmt, das ist nicht schlecht, Ich habe nie auf YouTube erzählt. Ich habe noch nie auf YouTube erzählt. Nati würde wegen ihrem führenden Titel jetzt
ins Gefängnis kommen, ja, das glaube ich auch, ja. Oha, jetzt musst du etwas droppen, was du noch nicht auf YouTube erzählt hast. Oh mein Gott! Ich könnte etwas langweilig sagen, dass ich momentan vegetarisch lebe. Das ist schon langweilig, oder? Ja, aber ja, hast du noch nie erzählt auf YouTube, von dem her, was will man sagen, gell? Wenn ich ein Tattoo machen würde ich... Das war aber der Titel vom ersten Video. Das habe ich noch nie auf YouTube erzählt. Und dann erzählt sie, ich bin vegetarisch. Perfekt, Nati, danke dir vielmals. Hast du dir auch mal den besten Titel rausgesucht. Einfach eine Frage rausgesucht aus Instagram, dass du das in Titel kannst machen. Perfekt, Nati. Du hast das auf jeden Fall im Griff. Mehr, irgendwo hier, so auf der Seite vom Fuß. Ich würde mir wahrscheinlich hier also ein Tattoo machen von so einem Berg mit Schnee, wo so in eine Welle übergeht. Das ist so ein Berg. Wieso nicht die different? Das haben wir auch schon überlegt. Aber Ich will kein Tattoo. Real Talk, ich will kein Tattoo. Aber wenn, dann ganz klar ein gelbes Arschgeweih Kapi. Steve Biffend-Logo wäre ein zu basic. Wenn würde ich so DB, also Ja. nicht die Biffend ausgeschrieben, sondern DB, so wie mit einer Handschrift. Aber ich hätte Bock so auf etwas Kleines hier, so ein bisschen auf Surfen angelehnt. Das finde ich sehr nice. Oh nein, schon wieder, ich habe dir noch nie erzählt, das. Jetzt kommst du. Was habe ich dir noch nie erzählt? Ich habe, als ich 6, 7 war, habe ich Meersäule und ich habe aus Versehen, also nicht aus Versehen, ich habe mein Meersäule durch die Spanner abgehen lassen. Und der ist gestorben. Und ich habe es aufgenommen und es ist über die Kamera gekommen. Ist gestorben? Nein, Oh wow. aber es ist, es ist lustig. Ich kann Cool Story. schon immer mal sagen, dass... What the fuck? Oh damn. Was hast du mir schon immer noch sagen? Boah. Was wollte ich schon immer sagen? Ah, du, die Frage ist so schwierig, Alter. Was habe ich dir denn schon immer sagen? Ich mache jetzt etwas, was ganz selten passiert, und zwar das Kompliment. Oh. Und zwar habe ich dir schon immer Right. sagen, dass ich es nice finde, dass du YouTube so durchziehst. Im Gegensatz zu anderen. Gut, mehr sage ich nicht. Dankeschön. Oh! An dir nervt mich das. Oh, fuck. Jetzt wird gefrontet. So etwas richtig Angriffes. So Oh! eine richtige Real-Life-Front. Warte, jetzt muss ich aber auch überlegen. Ja, ich weiß nicht, ob das Nerv ist. Aber bei dir ist immer so, wenn du eine Szene einmal neu drehst, ich weiß nicht, ob dir das auffällt, das ist immer, du lachst immer so. Ah, Ist dir das weiss. mal aufgefallen? Also ist jetzt immer Ja, aber schneid das immer raus. Ich Ja, glaube, das wäre eben, immer ja. du. Ja. Das wissen die Leute nicht, was wir Nein, schauen. aber bei SRF Youngblood ist mir so Aha, ja. aufgefallen. So, Aber das ist, hallo. das ist ein Reset-Knopf. Ja, ja. Hast du das nicht auch so, wenn du etwas Neues sagst, dass Ja. du so oder irgendetwas machst? Ja. Bei mir ist es nicht das. Ich bin jetzt nicht so böse gewesen, ich könnte noch viel mehr sagen. An mir selber stört mehr, dass ich nur so easy YouTube-Videos machen kann wie vor etwa 2 Jahren. Vor 2 Jahren bin ich einfach angehockt, ich habe nicht irgendwie ein Take 13 Mal gemacht, sondern ich habe einfach angehockt und aufgenommen, Ja, raus. voll. Es ist auch alles viel chilliger gesehen und das stört mich an mir selber, dass man sich zu viel Druck macht, um irgendwelche Sachen gut aufzunehmen oder so. Das so Gute perfekt Ideen muss haben. sein. Ja. Das ist genau, bei mir ist schon seit 2 Jahren genau das Gleiche, dass ich die ganze Zeit 100 Takes habe für ein YouTube-Video. Das sehen wir wieder nicht, weil es auch schon absolut scheiße ist. Ich habe jetzt voll Bock auf. Ich habe jetzt gerade voll Bock, jetzt ohne Witz, die hure Bock auf einen Döner, auf einen Dürüm-Alten. Jetzt voll Bock auf Ferien. So richtig irgendwo weggehen. So richtig einfach das Leben chillen und keinen Stress haben. Das erste, was ich über dich gedacht habe, ist, Weißt du das nicht? Ja, ja. Ich weiss nur, was ich von dir zuerst gedacht habe. weil wir sie in St. Gallen gesehen. Ja, dort am Bahnhof mit dem Can. Ohne Scheiß. Also ich sage jetzt mal Real-Life-Experience. Ja. Das erste, was ich über dich gedacht habe, ist, dass du jung bist. Also so jung. Ich sehe jung aus, oder? Nein, so gedanklich damals. Also ich weiß nicht, ob das genau das erste war, aber das ist einfach so Ja. ein Leben ist damals. Ja. einmal. Wenn ich 24 Stunden mit dir in einem Raum eingesperrt wäre, würde ich. Die Frage, also wirklich, der Blick vom Adi und der Blick von der Nati sieht da schon einiges aus. Ich glaube, dann würde ich glaube, einfach mit dir reden. Ich glaube, es ist irgendwie noch spannend, wenn du 24 Stunden in einem Raum mit jemandem eingesperrt bist. Dann kannst du mega viel mit dieser Person reden. Keine Ahnung. Das wird safe cringe werden, also nach 12 Stunden, wenn wir nicht weiss, was reden. Ja. Das Letzte! Oh, okay. Ich habe keine Freundin, weil... Es war so klar, dass ich das bekomme, Digga. Ich habe keine Freundin, weil ich mich einfach absolut zu wenig anstrenge. Also weil der Aufwand, eine Freundin zu bekommen, einfach zu groß ist, Digga. Ich hatte eine Freundin vor einem Jahr genau, oder jetzt nicht mehr. Also seit einem Jahr genau nicht mehr. Und irgendwie ist so der Prozess in der Gesellschaft, um eine Freundin zu bekommen, einfach irgendwie so fake, habe ich das Gefühl. Also, weißt du, so beide wissen ja, wenn man so schreibt am Anfang, beide wissen ja eigentlich so, was man will. Ja. Aber trotzdem, keiner sagt es so wirklich. Und dann ist es immer so, dann Ja, musst du das stimmt. schreiben. Und dann, Aber dann geht es so ein paar Wochen. ist das nur immer per Chat? Ich meine, du Es muss nicht nur so sein, oder? Es muss ja nicht unbedingt so passieren, hä? kannst auch jemanden in einem Club oder so kennenlernen oder
keine Ahnung, bei einem Hobby oder du. Ja, genau, wahrscheinlich würden sie 24 Stunden miteinander reden, oder? Ja, das könnte schon sein. Hat es nicht so Girls, die auch so ja, Saltos und all das machen? Also Nee. dort, wo du... Nee, da gibt es keine Girls. Da gibt es nur so Manns-Weiber. Gar nicht, ich finde das so Dates habe ich noch nie gemacht. Ich finde es etwas Cringes. Ja, es hat schon etwas Ich finde Cringes. das etwas sehr Unangenehmes. Ja. Ich finde es, also eben, wie du sagst, ich finde es nice, jemanden kennenzulernen. So. Aber eben, wie ich schon gesehen habe, ich finde mittlerweile das Wort cringe. Lass das mal sacken. Bei einem Hobby oder weißt du. So. Eben, Ich finde es nice, jemanden zuerst im Real Life kennenzulernen und dann etwas zu machen, anstatt Und zu schreiben. kollegial. Ja, Dann lernst du die Person voll. zuerst kennen. Du musst zuerst, also meine Taktik ist, du musst zuerst mit einem Girl als Bros kommen, bevor Ja. du eine Beziehung kannst haben. Aber, Adi, 21, hat gleichzeitig. Oh, Tinder. Perfekt. Ist aber wirklich so. Weil du kannst ja nicht eine Beziehung haben, ohne dass du mit einem Girl als Bros kommst. Weil für mich sollte ein Kollege, eine Freundin sein, wie ein guter Kollege, Ja. einfach nur so mit dem Ist so. Beziehungspunkt. So. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, aber das ist wirklich so. Also, ich finde, Freundin, also wenn es etwas Festes soll sein oder eine gute Beziehung soll sein, dann muss deine Freundin auf allen Ebenen mit dir sehr, sehr gut auskommen. Das muss wirklich wie die beste Freundin wie sein. Weil dann hast du eine Länge und gute Beziehung, wenn ihr euch auch auf einer ganz normalen Basis sehr, sehr gut verstanden. Überhaupt nicht auf einer sexuellen Basis. Das ist nicht so das Tüpfelchen auf dem I. Um das geht es gar nicht. Aber im Endeffekt geht es darum, dass ihr beide einfach sehr, sehr gut miteinander auskommt. Eigentlich ist es doch viel geiler, wenn du mit einer Frau so kannst umgehen wie in der Okay. Friendzone. Also wenn du jedes Mal, wenn du sie triffst, musst du Ja. so nervös sein und so... Check was ich meine? Boah, ist noch deep geworden zum Schluss. Oha, wir haben hier Real Talk rausgehauen, alle. Das war das letzte Zeit wieder gewesen. Das ist Team das Video. Gebt doch unbedingt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nämlich zu abonnieren und ganz wichtig, Glocke aktivieren. Ja, also, ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Und schau bei meinem Video vorbei. Sonntag wieder. Ja, zuletzt noch ein kleiner Real Talk gestartet. Ich kann dem Adi da auf jeden Fall zustimmen mit Beziehungsstuff. Und eben, hoher Brainlag gehabt. Auf jeden Fall, nice Video. Nati, mach weiter so.